Die Elektrifizierung von der Welt vom Auto ist voll umrollen. Aber wenn es grundsätzlich darum geht, CO2-Emissionen zu reduzieren, so ist es für andere auch ein Weg für die Leistung und Sportlichkeit zu kreieren. Und hier in unserem Fall ist es der Weg für Peugeot, für ihr noch nie erreichten Leistungsniveau zu erreichen. Der Peugeot 500R PSE, Peugeot Sport Engineered, ist einfach die stärkste Serie Peugeot, die bislang gebaut wurde. An unserer Automotorshow von Haut präsentieren wir euch den Peugeot 500R PSE. Peugeot schlägt mit seinem 500R PSE Peugeot Sports Engineered eine neue sportliche Richtung an. Der neue Peugeot 500R PSE Hybrid präsentiert sich auch an einem sportlichen und an einem scharf gezeichneten Look. Und wir holen euch auch mit, für zusammen zu gucken, was diese Kombi aus der Mittelklasse auch alles so kann. Den nächsten Eindruck vom 500R PSE, seine Spezialoptik, ist nicht gerade die dezentesten, und auch optisch geht der Anfang an dieser Ära von der elektrifizierten Sportlichkeit durch 3 Kryptonit-Gel-Krallen symbolisiert. Sie stehen in den 3 Ziffern 500R am festen an den hintersten Teil vom Auto zur Seite, auf der Seite vom Auto, und aufgesehen davon sieht der 500R PSE am Ganzen großartig aus. Und es fängt nun auf das ästhetische Details abzupassen, wie zum Beispiel die kleinen Flügeln und der Fiester an hinterster Jeep, die neue 20 Zoll Alufelgen fallen in aller Hinsicht ab, die Fiesten an hinterster Spur als verbreitet gehen, an den festen Teil um 10 mm aufgezogen. Dazu der gezackte Kühlergrill, diesen Heckdiffuser an die bald so viel diskret auspuffreier. Für diejenigen, die den Peugeot 500R GT-Line kennt, bleibt diese 500R PSE bannen dran auch mit allen Vorteilen und Nachteilen nicht fremd. Proper verschafft, ein flott Ambiente und mit kleinen Aufsicht ein gut auflesbares Cockpit. Und en plus, der kleine sportliche Volant bleibt wie bei den meisten Modellen von Peugeot auf fertig gut. Opfallen die für allem die pur klein neon-gel Akzente. Die schon besserem opfallen an lo weiter und den Näht vom Volant, vom Tableau de Bord oder auch nach und den Sitzflächen an in die Schweller von den Tieren herausstechen. Sein Sitzer sind sportlich komfortabel aufgestimmt, aber stehen als einer Mischung von Alcantara und Leder. Ein kurzes Wort noch zu seiner Mal, die beim 500R PSE, ob beim Kombi oder bei der Limousine, nicht unter dem Verstauen von der Batterie am Boden zu kurz kommt. Die 2 Modelle behalten also dieselbe Ladevolumen wie beim normalen 500R. Unser Testauto, der 500R PSE Kombi, hat also ein Ladevolumen von 530 bis 1780 Liter. Die Marke vom Leif ist für eine sportliche Tradition bekannt, die aber an den letzten Jahren ein bisschen zu kurz kam. Das ändert sich aber mit dem flotten neuen Modell von der 500R PSE Peugeot Sports Engineered. Ein kleiner Nachteil bleibt aber. Der sportliche 500R PSE muss sich mit 1,6 Liter 4-Zylinder Benzin mit 200 PS zufrieden geben. Die nicht nur für den normalen Klang vom Motor sorgt, aber auch für mit Bein, wenn den Akku-Package bei langen Strecken komplett ausgepresst wird. Neben dem 1,6 Liter Benzin hilft der Plug-in-Hybrid für zusätzliche Leistung. Auf der vierten Achse mit einem 81 kW 110 PS an einen Antrieb von 53% und auf der hintersten Achse mit einem 83 kW 112 PS starken Elektromotor an einen Antrieb von 47%. Dieses PSE-Trio könnt damit auf eine Systemleistung von 360 PS auf 560 Nm. Und hier stellt sich die große Frage, was machen die 3 Lodoras? Meine Antwort: mächtig Tempo, aber besonders am Sportmodus. Wobei die maximale Vitesse bei 250 km/h gegen den Barriere lebt, aber noch nach die 24 Zoll Sportspneen sich richtig an der Makadam abbeißen, rollt den 1,9 Tonnen schwere 500R PSE Kombi von 0 auf 100 km/h auf 5,2 Sekunden. Also am Bereich von den kleinen Supersportsfan erlässt auch so als Peugeot Sports Engineered Kombi verschiedene von seinen Klassenkameraden stehen. An seinem 11,8 kW Akku erreicht seine rein elektrische Leistung eine maximale Vitesse von 140 km/h.
Ass den Akku hai eidel dauert et ënner den beste Bedingungen engem 22 Kilowatt Schnellläder ëmmerhin nach 90 Minuten fir den Akkurem opzulöden. Peugeot verspricht doch eng elektrisch Autonomie vun 42 km. Aber trotz engem komplett gelönen Akkupackage weist der Computer nëmmen 35 km Autonomie un. Als Chauffeur spielt ihr noch gut der See von denen 2 Elektromotoren Hannen op der Achse setzt, wer doch mat sich bringt, dass Traktion gut op all 4 Räder verdeelt gëtt, an sich net am Durchdrehen a Quietschen von den 4 Räder verleiert. Dazu hat Peugeot auch die Suspension aufgestimmt, die Amortiseure sind überschafft gehen und die Unterstützung vom Volant reduziert, was dann auch im Lust als Spaß im Fuhren auf der Landstraße durch spritzig Kehren bringt. Mit seiner Erdgangautomatik spielt ihr noch klar, dass der Peugeot 500R PSE mit seinen 3 Motoren 360 PS auf den Makadam bringt. Wenn ihr noch Sportler Webel sind, greift der Pendeln zurück, die für mich in Notdel hatten, weil sie dann nur vom Volant übrig sind und nicht direkt im Volant selber. Wat awer net soll verhindern, dass die 4,8 Meter lange 500R PSE Kombi sich immens gut dirigieren lässt. Der Chauffeur kann noch als 5 Fährmodussen auswählen, die auch am Prinzip dat machen, so wie der Nummer seht: Elektrik, Komfort, Hybrid, Sport a 4x4. Zwischen Komfort und Sport als deutlich zu spüren, dass Steuerung präziser an Trippeln op Gaspedal viel mehr Attack verspricht. Während unserem Test von 30 km auf der Landstraße haben wir am Hybridmodus beim Anhellen von der Vitesse zwischen 70 und 90 km/h einen Verbrauch von 5,5 Liter Sprit gebracht, den aber sehr am Sportmodus bei vollem Unzappen vom Verbrenner die 9 Liter auf 100 km lag. Aber wenn sich fragt, ob die kleinen Fliegelen, die im Auto rausstechen, für die Stabilisierung vom Kombi bei hoher Vitesse beitragen, dem als gesot, sie laut Peugeot nëmme fir de Stil do an net fir den echten aerodynamischen Effekt. Mit diesem sportlichen 500R Kombi PSE pegt Peugeot den hybriden Hummer raus. Und das Buchstabe PSE auch für diesen 500R Kombi nicht falsch gewählt sind, beweisen noch seine Leistung von maximal 360 PS, sein Vorverhalten, sein Bremsen und sein Plug-in-Hybrid. Sein ganzes Design sowie sein ganzes Equipment lassen für mich kein weiterer Wunsch abkommen, ernst aber sein Preis von 67.540 €.